Herzlich willkommen in Ihrem Admin-Bereich. In diesem Video lernen Sie, wie man einen Newsletter erstellt. Wählen Sie hierfür das Seitenmodul Newsletter aus. Sie befinden sich nun im Reiter Newsletter-Liste. Wechseln Sie auf den Unterreiter Anreden. Hier definieren Sie Anreden, mit denen Sie die jeweilige Empfängergruppe anreden möchten. Sie können hier bereits bestehende Anreden bearbeiten, publizieren oder auch wegnehmen und löschen. Um eine neue Anrede hinzuzufügen, wählen Sie das Feld Anrede hinzufügen im unteren Bereich. Unter Allgemeine Einstellungen definieren Sie hier einen Namen für Ihre Anrede. Sie können außerdem ein Sortierkriterium hinzufügen. Wechseln Sie auf den Bereich Inhalt und definieren Sie einen Titel für Ihre jeweilige Anrede. Wählen Sie Speichern und Publizieren im unteren Bereich Ihres Bildschirmes aus. Schließen Sie den Reiter und Sie befinden sich nun wieder in der Anredenliste-Übersicht und finden Ihre soeben erstellte Anrede an erster Stelle. Sobald Sie Ihre gewünschten Anreden erstellt haben, wechseln Sie auf den Reiter Newsletterliste zurück. Hier können Sie bereits erstellte Newsletter bearbeiten, publizieren oder auch löschen. Um einen neuen Newsletter hinzuzufügen, wählen Sie das Feld Newsletter hinzufügen. Sie befinden sich nun im Reiter Newsletter. Hier können Sie beispielsweise unter Vorlage auswählen eine bereits vorhandene Vorlage auswählen. Sie können ebenso einen Testversand durchführen, indem Sie unter Testadresse eine Test-E-Mail-Adresse hinzufügen. Des Weiteren können Sie unter Allgemeine Einstellungen das Datum des Newsletters eingeben. Wählen Sie in den weißen Spalten ein von Ihnen gewünschtes Datum aus. Definieren Sie im Bereich Versenden ein Versandsdatum für Ihren Newsletter. Darunter befindet sich ein weißes Kästchen. Wenn Sie dieses anhaken, wird Ihr Newsletter an diesem Datum versendet. Aber beachten Sie, dass Sie auch den Inhalt des Newsletters bereits angegeben haben, wenn Sie das Häkchen auswählen. Denn sobald Sie auf Speichern und Publizieren klicken, ist keine Bearbeitung des Datums mehr möglich. Wählen Sie am Ende Speichern und Publizieren, sobald Sie Ihre Einstellungen beendet haben. Wechseln Sie auf den Bereich Gruppen. Definieren Sie hier eine Gruppe, an die Sie Ihren Newsletter versenden wollen. Wechseln Sie im Anschluss auf den Bereich Inhalt. Definieren Sie hier den Inhalt Ihres Newsletters. Geben Sie im Bereich Titel einen Titel für Ihren Newsletter ein. Definieren Sie außerdem im Bereich Domäne unter dem Domäne auswählen im Feld Betreff geben Sie einen Betreff für Ihren Newsletter ein, der in jeweiligen E-Mail auch in der Betreffleiste erscheint. Ihr Newsletter ist unterteilt in 4 Bereiche: Header, Content, Footer 1 und Footer 2. Definieren Sie im Feld Header, was im Bereich Header erscheinen soll, und fügen Sie dieses ein. Sie können beispielsweise in Ihre Bereiche auch Bilder hinzufügen. Wählen Sie unter der Taskleiste Bild und fügen Sie beispielsweise aus dem Medienpool ein Bild hinzu. Sie befinden sich nun im Medienpool. Klicken Sie auf den Suchbereich, geben Sie Ihr jeweiliges Schlagwort ein, um das jeweilige Bild zu suchen.
und wählen Sie Ihr Bild aus, indem Sie auf Auswählen und Zuordnen klicken. Ihr ausgewähltes Bild befindet sich nun samt URL in dem Bereich Bildeigenschaften. In dem Bereich Vorschau sehen Sie, welches Bild Sie hochgeladen haben. Wählen Sie das Feld OK, um das Ganze zu bestätigen. Definieren Sie im Bereich Content den weiteren Inhalt Ihres Newsletters. Wählen Sie im Bereich Footer Ihre gewünschte Signatur aus und fügen diese ein. Haben Sie in den Bereichen Header, Content und Footer 1 jeweils Inhalte eingefügt? Fügen Sie in den Bereich Footer 2 jeweilige Versendeinformationen ein. Haben Sie das Ganze abgeschlossen, wählen Sie das Feld Speichern und Publizieren im unteren Bereich Ihres Bildschirmes aus. Sie haben nun soeben einen Newsletter erstellt. Dieser ist bereit zum Versenden. Wie man einen Newsletter versendet, lernen Sie im Modul Newsletter versenden. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem erstellten Newsletter.